Ich versuche eigentlich so gut wie möglich als Künstler und als Privatperson die gleiche Person zu sein, weil ich einfach für das so ein bisschen stehe. Was ich merke, ist, dass ich sicher als Privatperson nicht so extrovertiert bin. Auf der Bühne bin ich extrem mit den Leuten und einfach so der Entertainer. Und das bin ich privat sicher nicht in diesem Ausmaß oder vielleicht nicht mehr. Aber sonst ja, gibt es nicht grosse Unterschiede. Als Privatperson bin ich halt der Papi, der sicher einen sehr grossen Bezug hat zu Landwirtschaft und Co. Und auf der Bühne gebe ich das etwa auch wieder. Aber auf der Bühne bin ich vor allem Trampen. So. Ich bin Simon Lüthi und bin Bandleader von Volksrocks, mache gleichzeitig auch noch das Management und das Booking und bin sozusagen eigentlich so das Mädchen für alles. Hey ja, mit dem Herz in der Hand stehe ich da. Hey ja. Die Band Volksrocks besteht aus dem Alain Bog, er ist unser Pianist und singt auch. Dann haben wir Louis Schütz, unser Jüngling, eine Gitarre. Er ist gleichzeitig auch noch zuständig für alles, was Social Media ist. Bas Gueckli am Bass, der ist am wenigsten lang dabei, hat sich aber extrem schnell in die Band integriert und ist mit Herz und Seele und Familie mit dabei bei Volksrocks. Und dann ist noch der Kyra Müller, der Schlagzeuger. Schwierigkeiten gibt bei uns in der Band, ich würde es eigentlich nicht so sagen, weil wir Generationen unterschiedlich sind, sondern ich sehe das eher als Chance. Weil ich sehe vielleicht eher Sachen anders als jemand, der etwas älter ist. Und dann kann man unterschiedliche Blickpunkte einbringen und ich glaube, das macht uns eben stärker. Wir hatten wahnsinnig viele Namensideen und irgendwann ist mir das mit dem Volksrocks, also eben die 2 X zu integrieren, ist mir einfach mal so durch den Kopf. Heute bereuen wir das zwischendurch ein bisschen. Weil das Problem, das du einfach ein bisschen hast, wenn du die Musik machst, die wir heute machen, wir machen ja nicht mehr irgendwie Schlager oder etwas, was sehr nah an Volksmusik ist. Sondern wir machen heute wirklich Pop und Rock und jenste Genre. Und wenn du diesen Namen hast, dann hast du einfach grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass ich gehe schwer davon aus, dass das so ist. Sehr viele Radiostationen werden unsere Bemusterungen nicht mal anhören. Auch wenn das heute grundsätzlich in sehr viele Radiostationen würde passen. Wir haben von Reggae über Reggaeton, über Pop, über rockige Sachen, aber auch ruhige Sachen drin. Und das Ziel ist, dass wir jeden Charakter ein bisschen abdeckt, dass für alle ein bisschen etwas dabei ist. Und wir in der Band sind eben auch mega vielseitig. Jeder kommt von irgendwo noch jemand anders mit einem musikalischen Hintergrund. Und das versuchen wir eben auch einzubauen in unseren Musikstil. Die Leute, die wir hier erreichen wollen, das ist ein bisschen wie ihre Musik. Das hat kein definitives Ziel. Also ihre Musik ist ja auch einzigartig und ist so ausgebreitet. Von Pop zu Rock, zu Balladen, zu Folk, zu Country. Ich meine, in dieser Musik kann man jeden Stil finden. Und ich glaube, so wie die Musik ist, kann auch das Publikum sein. Es ist niemand definiert dabei, sondern es sind alle dabei. Darum, allen kommen da unsere Konzerte. Die Grundmotivation zum Musikmachen ist bei mir sicher das, dass mein Bär schon Musik gemacht hat, als ich noch im Bauch von Mami war und schon dann mitgetanzt. Und bei mir hat das nie gebremst. Also ich bin von ganz klein an habe ich immer das Örgeli auf die Schoss nehmen. Ich konnte nicht einmal laufen, ich hatte das Örgeli schon auf der Schoss. Mein Hauptinstrument ist ganz sicher das Schweizer Örgeli. Dort fühle ich mich wohl, dort muss ich nichts studieren. Das ist quasi wie ein erweitertes Körperteil, wo dann einfach rauskommt, dass ich hier oben denke, das passiert hier unten irgendwie automatisch und das kommt einfach. Was ganz sicher ein matchentscheidender Punkt war, ist eigentlich nur 1 Woche in meinem Leben. Dann bin ich Maler schnuppern und habe die Liebe zum Mundart entdeckt, wo ich die ganze Woche mit dem Maler zusammen einfach den Polohofer gelaufen, aber einfach endlos schlafen. Am Anfang, ja, das Zeug wirklich nicht kennt. Und Ende der Woche haben wir sogar zusammen noch ein Instrument vorgenommen, eine Gitarre gespielt. Ich das Örgeli mitgenommen, haben wir noch zusammen Musik gemacht. Und ja, dann habe ich eigentlich für mich entschieden, dass ich gerne mit Mundart mache, zukünftig. Und nachher, ja, weitere extreme Veränderungen sind natürlich die Geburt von meinen 2 Jungs, die das Leben extrem viel reicher gemacht haben und die als Person sicher ein bisschen verändern.
Und ich glaube, das sind so wirklich die gröbsten. Der Simon ist ein toller Familienmensch. Also der hat von Anfang an gesagt, er will eine Familie. Und für ihn war das immer klar gewesen. Und ich habe ihn dann schon aufmerksam gemacht, du lass, mit dieser Karriere, die du dir wünschst, weil gewünscht hat er sich schon immer, also er hat schon immer so ein bisschen in diesem Sinn geredet, gesagt, die Kinder haben nicht einfach sein und das können wir schon machen, aber dann musst du einfach musst einfach dazu stehen und schauen, dass das funktioniert, weil ich alleine kann es nicht. Und das macht er super. Also der kombiniert Musik und Arbeiten und Kinder und Kochen und Haushalt, der macht das super. Voilà. Au mieux de faire les deux, comme ça, c'est un avantage pour la vie. Hein, Nevin? Qu'est-ce que tu dis? Papa, ist das assez gut? Ist das assez gut? Tu penses? C'est assez gut? Das so, dann wechselt man und melangiert und ja, das ist mega, mega lustig. Dass wir mit den Wohnwagen die Familie mitnehmen können an die Konzerte, ist natürlich etwas mega Schönes, weil du so der erste stressige Moment mit dem Soundcheck, wo du ja auch immer so ein bisschen angespannt bist, funktioniert technisch alles und so. Wenn das dann mal vorbei ist und zusammen kannst du essen, das ist schon mega cool, weil das sehe ich auch als ein riesen Privileg, dass die zwei Sachen kannst kombinieren und vor allem, dass meine Frau und Pascal seine Frau das so mitmachen, weil das ist nicht selbstverständlich, das ist ein mega grosser Zusatzaufwand, den die da auf sich nehmen. Und zwar einfach Wochenende für Wochenende unter Umständen, wenn es ein bisschen passt. Also für alles, was wir haben, den Hut zu bringen, eben noch 100% arbeiten, plus die Musik, plus die ganze Familie. Und man muss echt eine Familie haben, die hinten dran steht, die alles zusammen mitmacht und eben ihm den Rücken stützt. Und ich glaube, eben ein starker Mann ist immer, wenn eine starke Frau hinten dran ist oder eine starke Familie. Mit dir, der Song, der ist in ganz kurzer Zeit entstanden. Meine Frau tut Theater und die hat dann an diesem Abend Theaterprobe gehabt. Ich war allein mit den Jungs daheim und sie konnte schlecht einschlafen. Zuerst auf einmal der Jamie. Und dann war der Nevin noch ganz klein. Und dann habe ich hier den Gang auf und runter mit einem Wägeli. Einfach Ewigkeiten. Auf, achen, auf, achen. Und dann plötzlich ist es mir so wirklich zugeflogen. Also die ersten Worte und dann auch der Refrain. Und dann bin ich hergehockt und habe mit dem Fuß das Wägeli machen zu gehen. Und habe hier mit dem Nathalie angefangen, Text aufzuschreiben. Und zwischendurch mache ich dann auch Sprachmemos. Und das hat dann auch wieder ein bisschen geweckt. Und so ist es noch ein bisschen länger gegangen, bis er geschlafen hat. Aber eigentlich, als er geschlafen hat, ist der Song gestanden. Dann habe ich ihn aufgetan, habe den PC angelassen, habe den Text eingedöckelt, habe ihn ausgedruckt, bin runter, habe das Instrumental gemacht und um 10:30 ist Jazz heimgekommen. Und der Song war fertig. Und, also fertig. Ich so, wie ich ihn machen konnte. Dann habe ich ihm Alain geschickt und dann hat er natürlich noch schön von dem Instrumental her gemacht. Aber es ist eigentlich einer von denen, der einfach so mit no Aufwand halt, ja, einfach alles stimmt, passiert das auch. Ja. Ich brauche dich. Ich brauche nicht viel zum glücklich sein. Du schaust mich an und du fährst mir gegen neu. Aber ich brauche nicht viel zum glücklich sein. Solange du bei mir bist, sagst ich liebe dich. Solange du bei mir bist, sagst ich liebe dich. C'est mon amour. Wenn er ein Lied für mich singt und es dann auch auf der Bühne dann singt, ist es ist schon ein bisschen speziell. Also es ist
schon ein bisschen zuerst so ein bisschen wie peinlich. Also es geniert mich ein bisschen, weil ja, dann sind alle Leute dort und hören das und meistens schauen sie Daumen, wer jetzt die Person ist und ja, dann möchte ich mich am liebsten in ein Müsli-Lachen verstecken. Aber auf einem anderen Weg ist es auch wirklich ein Liebesbeweis und ja, es ist nicht immer einfach, mit einem Musiker zusammen zu sein und es sind viele Einflüsse von außen, aber er ist einfach ein Herzmensch. Er ist immer so gewesen und wird auch immer bleiben. Und ja, es beweist die Liebe. Und die Liebe ist öffentlich wie er und wie seine Musik und wie die Band. Und es gibt mir so wie einen Platz. Ich fühle mich nicht verloren, ich fühle mich nicht auf die Seite gestellt. Und ja, klar geniert es mich ein bisschen, aber es ist einfach ein Liebesbeweis. Und ein Liebesbeweis ist immer etwas Schönes. Hey, hallo zusammen. Wir gehen schnell in mein Studio. Ich zeige euch schnell mein kleines, herziges Tonstudio. Kommen mit. Ist niemand drin, ist gut. Jetzt habe ich gerade das Projekt offen. Ich kann euch so schnell zeigen, wie ein Lied entsteht. Da war ja irgendwo mal eine Idee, am Morgen um 4 Uhr ist das gewesen. Und dann ist mir diese Gesangsmelodie hier in den Sinn gekommen. Na, 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 na. Na 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 na. Und dann muss man das gerade festhalten und drumherum entsteht nachher ein Song, da hat es noch gar keinen Text jetzt bei diesem Song und das tönt dann irgendwie nachher ein bisschen so. Na 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 na. Natürlich noch nicht zu viel verraten, das ist klar. Am Produzieren liebe ich die freie Kreativität, die du kannst ausleben kannst. Du fängst bei Null an und am Schluss hast du ein Lied, das entstanden ist, wo du manchmal nicht einmal selber weißt, warum oder wie das jetzt entstanden ist. Aber es ist einfach da und du hast einfach deine Leidenschaft hineingesteckt in das Lied hinein. Und das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Was uns alles hat gespalten, was uns alles hat zusammengeschweißt. Und dann probiert man einfach und setzt sich da ein paar Sounds auf die Tastaturen und dann tut man ein bisschen ausprobieren und irgendwann hat man dann ein Lied. Hey Latina, fermo con te caipirinha, fermo amore, amore nuovissimi. Hey Latina, komm wir nehmen noch eine Caipirinha, hörst das Lied, das alles mit uns macht. Hey Latina hat eine ganz schöne Geschichte. Das war eigentlich der allererste Song, wo wir uns darauf entschieden haben, alles selber zu machen. Wir haben dann mit dem Produzenten eigentlich im Begriff, mit ihm zu brechen. Wir haben dann einen alten PC im Studio, im Bandraum und der Alain hat gefragt, ob er den heimnehmen darf und mal so etwas, wie der Produzent ist, etwas drauf machen darf. Und dann ist er irgendwie nach weiss nicht wie vielen Stunden ist der mal dahergekommen und hat das erste Demo gezeigt und das war einfach richtig gut. Ich habe ihm geholfen mit dem Text, also den Text habe ich geschrieben, er hat Musik gemacht. Seine Frau Samantha hat dann noch Backings drauf gesungen und ja, dann war das Demo dermassen gut, dass sie gesagt hat, schau, da fehlt so viel. Und dann reden wir von einer fertigen Produktion. Also, für was brauchen wir denn noch einen Produzent, wenn wir eigentlich einen haben am Tisch, der das kann? Mach deine Songs selber. Du bist so gut. Du hast so gute Melodien, so gute Ideen. Du hast so einen guten Groove, wenn du es selber machst. Und so einen guten Text. Und was du selber machst, oder mit deinen Mitmusikern, ist immer viel besser, als wenn es von jemandem anders kommt und wenn es von einem Produzent kommt. Und jetzt bin ich so happy, weil endlich haben sie ihre eigene CD und die finde ich einfach der Hammer. Und hey, 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 hey. Vorweg und ganz ehrlich gesagt, das ist nicht ein Latin.
wie man vielleicht meint. Ohne es wollen ist sie reingerutscht, an einer Motto-Party hat sie verwünscht. Die grosse Liebe. Die Inspiration beim Schreiben kommt bei mir eigentlich vom Leben. Also alles, was ich erlebe, verschaffe ich. Und sehr viele Sachen findest du dann wieder in den Songs, die ich schreibe. Eben zum Beispiel, als die Familie neu war, war ein sehr grosses Thema für mich. Es hat ein Album gegeben, das hat Familienfest geheissen. Und dort habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, das bedeutet für mich Familie. Und da ist eben mal ein Song drauf, vielleicht auch für die Grosseltern, es ist einer drauf für meine Jungs, es ist einer drauf für meine Frau, es ist einer drauf für meine Brüder. Einfach so der Gesamtgedanke. Und wenn ich dann das Album zurück auf Feld 1 anhöre, heute mit jetzt auch schon so ein bisschen Distanz, es ist vor jetzt 4 Monaten rausgekommen und die Songs gibt es aber natürlich schon recht viel länger, das hat eine extreme Aufbruchsstimmung, das Album. Und das war für uns natürlich auch das Gefühl dann, weil wir haben uns vom Produzenten gelöst, wir haben uns entschieden, das alles selber zu machen. Und so ist wirklich für mich, ich nehme den Moment auf und schreibe eigentlich mitten aus dem Leben, was bei mir passiert, und das verpacke ich dann in die Songs. Ich schreibe Mundart-Songs und französische Lieder, weil ich der Meinung bin, dass du dich dann am besten ausdrücken kannst, wenn du dich selber auch verstehst, ohne dass du überlegen musst. Je nachdem, in welcher Emotion du dich bewegst, switchst du vielleicht schon eher jetzt auf eine Sprache, eben Französisch, die viel runder ist, viel, ich sage jetzt mal, eine Liebesgeschichte auf Französisch zu erzählen, hat viel mehr Amour, also viel mehr Liebe drin, wenn du das auf Deutsch machst. Deutsch ist halt so ein bisschen eine rauche Sprache und Berndeutsch sowieso, oder? Das ist auflädig und da hast du Ausdrücke danach, die Französisch nie im Leben würdest brauchen können. Und das Französisch ist im Gegenzug für andere Sachen geeigneter. Also ja, ich denke manchmal schon in der entsprechenden Sprache und fühle mich auch danach. Aber ich kann es wie nicht steuern. Vom Ablauf her ist es eigentlich so, Backstage, ja, du kommst halt da, dann baust du das ganze Zeug auf, dann hast du Zeit, irgendwo etwas zu essen. Und dann, je nachdem, wenn es die Show anfängt, hast du mehr oder weniger Wartezeit. Wenn es Wartezeit gibt, ist es meistens so, dass das mit Social Media Content generieren, also eben Filme machen und so, dass wir nicht so irgendwo vertörlen. Immer vor dem Konzert haben wir Setlistenbesprechungen, und dann ist die ganze Show eigentlich durchgegangen, die ganze Show abgelaufen. Etwa 6 Songs killen und entsprechend wäre ich dafür, dass wir auch auf das Intro verzichten. Und zwar tut sich jeder sicher vorgängig individuell konzentrieren, lockeren Zweck machen. Nachdem ist es dann so, dass wir eigentlich zusammenkommen und dann stehen wir in Kreis. Ich sage noch schnell ein paar Worte und dann gibt es noch Eisgas, Vollgas und dann gehen wir auf die Bühne und dann rocken wir die Bude. Ja, noch Eisgas! Vollgas! Und dann ist so langsam einfach eine Spannung aufkommt, bis man hinter der Bühne steht. Hallo? Hallo? Hört ihr uns? Wir sind lange nicht gehört worden. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir präsentieren stolz an Gitarre, unser Jüngst. Er ist Schweizer Meister im einarmigen Ringer Halbliter-Klasse und Süssholzraspler vom Dienst. Unser Louis Schulz! Am Bass, unser Stromspezialist, Trockenfleischräucherer und Pizzabäcker. Pascal Eckli! Önse Dröms, unser Finanzminister und Träger vom internationalen Doppelpolken-Diplom. Küre Müller! Piano-Gesang, der Mann, der mit fast jedem Körperteil Klavier spielt und ein Stimmli hat wie eine übernächtigte Nachtigalle. Alain Beau! Und dann fehlen noch ich, Sekretär und Rampensau von dieser Truppe. Ich bin der Simon. Das ist Mundartainment. Das ist Volksrock. Wie miteinander ist aus Namen zustand. Wir haben zusammen, auf das sind wir stolz. Einer für alle, nur alle für einen. Man ist völlig in einem Tunnel drin und ist wie in einem eigenen Film drin. Und dann geht man auf die Bühne und ist das alles wie weg und sieht die Leute, die Freude haben daran, was du machst. Dann bist du in einer komplett anderen Welt, du schwebst irgendwie wie auf 100 Millionen Wolken.
Es gibt wahnsinnig manches verschiedenes Gefühl, wenn man auf der Bühne oben steht. Es gibt das Gefühl, wo man einen richtig guten Sound hat auf den Ohren, wo einfach wie von selber läuft. Der Simon ist ein bisschen, ich sage immer, der ist wie ein Adler und plötzlich fliegt er davon und dann ist er einfach in seinem Ding, da ist er einfach angekommen, er fliegt einfach davon und schwebt einfach da rum und macht seine Musik und kumpelt und ist einfach voll dabei. Nach dem Auftritt ist es meistens so, dass wir ganz kurz etwas trinken und dann gehen wir direkt Richtung Fanstange ab und gehen zu den Leuten, geben Autogramm, machen Fotos, whatever, viel noch ein bisschen diskutieren und so. Also sprich, direkt nach dem Auftritt ist es noch so ein bisschen hektisch. Und dann gibt es so die zweite Phase, wenn eben der Sommer durch ist. Das ist dann mehrmals so ein bisschen das Runterfahren, noch kurz rückbesprechen, was im Konzert gut war, was vielleicht ein bisschen weniger gut war. Und ja, so ausgelassen. Also, wir sind eigentlich alles Typen, die eben Sonnenkinder, die Freude haben im Leben. Und darum für das Trübsalblasen haben wir keine Zeit. Momentan beschreibe ich meinen Platz bei der Volksrock so ein bisschen als Backstage-Mama. Da wir ja 2 kleinere Kinder haben, 2 Mädels. Und nebenbei probiere ich den Merch-Stand noch ein bisschen zu betreiben oder halt auch mehr im Hintergrund Sachen zu bestellen oder schauen, was kann man noch Neues. Neue Ideen für Merchandise-Sachen kommen wir eben meistens durch Konzertbesucher. Oder dann sehe ich während dem Konzert irgendetwas, wo ich denke, oh, das wäre jetzt auch noch cool. Also der Weg von meinem Kopf bis zum fertigen Artikel sieht meistens aus, als ich ein Memo mache für mich selber. Und dann rufe ich mal Simon an und dann frage ich mal, hey Simon, was meinst du und so. Und dann schauen wir das zusammen anschauen. Also ich mache nichts allein, weil ich tue immer alles über den Simon. Und dann gibt der Simon meistens das Go und dann darf ich dann zu unserem Stickdruck, zur Edit, sie das alles Merchandise alles für uns herstellt. Sei es Grafikdesign oder auch andere Sachen, die jetzt entstehen, das läuft unterdessen jetzt alles über eine Agentur, über die Ding Dong Agentur. Und das ist meine eigene Agentur. Für es möglichst einfach zu sagen, ist alles, was man jetzt hat gesehen, was bei Volksrock ist, dahergekommen. Sei das eben Bildwelten, Musikvideos, die Musik selber, die ganze Kommunikation über das Mediale, Social Media und so weiter. Das alles hat jetzt eigentlich die Ding Dong Agentur gemacht. Wir machen es sich so, dass wir bei einem Musikvideo mit einem Storyboard arbeiten. Entweder gibt der Song das Storyboard, weil die Handlung eigentlich im Song schon so viel klar ist. Und dann gibt es die Songs, wo es etwas weniger klar ist. Und dort arbeite ich dann eigentlich auch mit dem Filmteam zusammen. Meistens schreiben sie dann irgendwo ein Drehbuch, dann diskutiert man das zusammen. Mir ist dort halt aber sehr wichtig, dass das irgendwo im Umfeld passiert, wo wir uns schon bewegen würden. Wenn es Nebenszenen gibt, die in der Handlung sind, dann kommt es echt schon immer so ein bisschen im gleichen Stil daher, dass man einerseits Performance-Szenen zeigt und andererseits halt einfach auch gleich eine gewisse Handlung kann vermitteln kann, wo der Song ja eigentlich immer jemanden hat. Ein neuer Tag mit neuem Glück, heute könnte ich der Gewinner sein. Schaue gerne nochmal zurück, aber leben tue ich heute. Ja, heute ist eigentlich einer der grössten Tage des Jahres für uns. Wir sind hier Vorband beim Andreas Gabalier, das ist auf der Alment in Bern und das sind schlussendlich 16'000 verkaufte Billionen. Keine Ahnung, wie viele werden da sein, wenn wir spielen. Wir spielen um 5 Uhr bis um 5:30, also eine halbe Stunde Slot. Jetzt haben wir gerade Soundcheck gemacht. Es ist ein stressiger Tag, weil nach dem hier bauen wir ab und dann fahren wir auf diese Dinge. Dort ist auch noch das Festival, das Highway Festival. Und dort sind wir dann Headliner um 10:30. Und dann müssen wir das ganze Zeug dann nochmal aufstellen. Und wahrscheinlich heute Abend um 12 Uhr sind wir alle zusammen ziemlich auf dem Zaun. Es ist immer wieder ein Highlight, wenn du so viele Leute siehst, die Bewegung machen und einfach du bist vor und hast so das Gefühl, du hast so die Fäden in den Fingern und alle machen einfach genau das, was du willst. Und das ist irgendwie schon noch krass, ja.
Sehr geil, sehr geil. Ich bin dir bei dir, Blöcki, wenn ich endlich bei dir bin. Mit dir. Merci vielmals, schönen Abend, tschüss zusammen. Es füllt der Mülli Hunziken und Kufa Lies und die Leute machen voll mit, singen die Lieder mit. Also man merkt, dass sie Volksrocks-Fans, das sind nicht mehr einfach so Leute, die per Zufall dort sind. Und wenn er auf der Bühne steht, merke ich einfach, jetzt hat er sein Ziel erreicht, jetzt ist er glücklich und es ist schön und wir sind viel am Fanstand und die Leute kommen und kaufen ein und das haben wir vorher nicht gehabt. Das ist eigentlich ganz frisch. Die Fans, die so richtig schwärmen für die Band und für die Musiker. Was war das coolste Konzert, das ihr jemals mit Volksrocks erlebt habt? Müller-Hunziken, eindeutig Müller-Hunziken. Dort war die Stimmung einfach mega. Das ist natürlich auch noch die Location, die so genial ist, aber auch sie waren genial und nein, es hat einfach alles gepasst. Das war wirklich genial. Dass einer von meinen Gielen Nachfolger wird von mir, ist nicht so unwahrscheinlich. Der Nevin ist jetzt ist es so, dass er eigentlich sehr gerne vor die Leute hersteht und etwas zeigt. Und wir hatten die Situation, dass wir an einem Familienfest eingeladen waren. Und der Nevin hat gesagt, er will das Örgeli mitnehmen, weil er gewusst hat, ich nehme es auch mit. Und dort muss ich gerne ein Party spielen. Und er wollte das Örgeli mitnehmen und seine roten Hosen, weil der Papi auch gerne rote Hosen anhat auf der Bühne. Und ich wollte sie auch noch mitnehmen. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber er hat sie mitgenommen, er hat das Örgeli mitgenommen. Und als wir zu Mittag gegessen haben, ist er von sich aus, hat er gesagt, er will jetzt spielen. Und dann ist er raus. Und wir haben ihm so den Autoschlüssel gegeben, weißt du, ja, hast du ja eh nicht dafür. So. Der hat zurückgekommen, die roten Hosen an, das Örgeli her, die Güfferli zack, Scheichen drauf und hat einfach angefangen zu spielen. Ein Fuhr. Die Leute hatten Freude gehabt, alle im Film. Gell? Und dann hat er gesagt, nach einem Stück, ich muss auch helfen. Und jetzt eben ein Stück, das kann ich eigentlich noch nicht spielen. Also der singt einfach irgendetwas und macht mit dem Örgeli irgendwelches Zeichen dazu. Und dann habe ich auch geholfen und dann ist eine von den Grosstanten von ihm eigentlich, ist mit einem Tauerli dahergekommen und hat ihm 5 Lieber drin getan. Und dann hat er das Örgeli hergestellt, dann ist er durch, dann ist er zurückgekommen. Und so kann man sagen, er ist 3,5-jährig und hat schon seine erste Gage verdient. Also das wird die Geschichtsbücher eingehen von seinen so Fotoalbum-mässig. Das ist natürlich ein mega Moment, oder? Ja? Ich? Du kannst selber. Du bist so gut allein. Wie singst du? Es wird lustig mit dem. Wir werden sicher irgendwie mal ein bisschen Strassenmusik machen und so, wenn er ein bisschen grösser ist. Es wird sicher das Thema. Der musikalische Traum, den ich habe, ist sicher einmal als Hauptpunkt, einfach, dass ich weiterhin Musik machen darf, dass weiterhin die Musik, die wir machen, dass das die Leute cool finden, dass sie unsere Alben kaufen, unsere Lieder herunterladen, unsere Konzerte kommen besuchen. Ich finde das mega wichtig, weil ohne die Leute, die unterstützen, geht es einfach nicht. Und das ist schon eigentlich der grösste Traum, dass man die Leute weiterhin erreichen kann mit dem, was man macht. Und den Spass, den wir haben beim Musikmachen, auch vermitteln an die Leute. Ich nehme, was kommt, was es gibt und erreiche. Ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt habe. Und in 10 Jahren hoffe ich mal, dass wir dann noch mehr erreicht haben und an der Spitze stehen. Aber eigentlich für mich ist das Wichtigste, dass man immer Freude hat an Musik machen und dass wir es gut haben untereinander. Ob wir jetzt im Hallenstadion spielen oder da vorne auf der Straße und ein paar Leute können schauen, es sollte eigentlich alles Spass machen. Und das ist für mich das Wichtigste. Samedi soir, on était tous accroupés au bar. Soudain j'ai senti comme un feu, un tissu rouge qui me brûlait les yeux. Elle a planté ses yeux dans les miens. En un instant je ne voyais plus rien. Comme dans un rêve elle m'a pris la main
et la poser au creux de ses reins. Et d'un coup de talon, les guitares électriques se sont mélangées au feu des guitares acoustiques. Hey Latina, bella bailarina, viens danser jusqu'au bout de la nuit. Hey Latina, fais-moi goûter une caipirinha, fais-moi voler, voler loin d'ici. Tu m'as dit que tu voulais partir, je t'ai prêté mon blouson de cuir. Sans rien dire, on a fui tous les deux dans le brouillard sur mon cheval de feu. Quand mon chalet s'est réfugié, j'ai mis du bois dans la cheminée, un peu de whisky pour nous réchauffer sur